machen wir einen kleinen Real Talk über das. Jetzt gibt es halt doch keine Reaction. Vielleicht gibt es einfach einen kleinen Real Talk. Und zwar, Chat, look, es ist so, ich bin in dieser ganzen Social Media Kreativitätswelt, tue ich mich schon immer eigentlich, auch früher, als ich YouTube gemacht habe, immer ein bisschen schwer, meinen Platz zu finden. Ich mache das Social Media Ding und ich mache das irgendwie auch gern, aber ich habe irgendwie immer versucht, mehr, wie soll ich das sagen, mehr so einen künstlerischen Weg zu gehen. Also früher mit YouTube habe ich so mehr Kurzfilme gemacht und irgendwelche Sketches und Stuff. Natürlich auch mal einfach normalen YouTube-Content, aber ich habe immer versucht, irgendwie ein bisschen einen kreativeren Weg zu gehen. Also kreativer, nicht im Sinne, dass das andere schlechter ist, aber wie so für mich irgendwie ein Weg, der mich kreativ erfüllt. So. Und das ist irgendwie bis heute auch ein bisschen geblieben, oder? Dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, ich mache jetzt kein YouTube mehr, weil es ist stressig und ich mache mich irgendwie abhängig von Zahlen und Stuff. Und habe dann gefunden, okay, ich versuche mich in der Musik, weil mir das dann hure viel Spaß gemacht hat und ich eigentlich wie meine ganze Zeit in Musik investiert habe. Und seitdem mache ich eigentlich wie hure viel Musik und ein Teil ist ja auch rausgekommen. Aber in dem Ganzen inne, wo halt so mega viel von meinen Homies sind in diesem Social Media Ding drin und ich finde es irgendwie mega schwierig, so wo ist mein Platz, wo will ich hin? Weil ich mache das Social Media Ding gern, aber ich versuche mich auch irgendwie immer kreativ zu challengen oder mir einen kreativen Anspruch zu setzen. Nicht, dass ich mich mega für das entscheide, aber das schwingt immer so mit. Und dann ist es auch immer so, ja, aber wenn ich jetzt das ganze Social Media Zeug mache, wie Streamen, wie Highlight-Videos, wie TikTok, dann wirst du immer in der Musik so ein bisschen abgestempelt als, ja, das ist irgendwie ein Social Media Musiker oder ein TikTok-Rapper und hast immer so eine Stigmatisierung auf dem Kopf. Durch das, weil ich das irgendwie nicht so wollte, habe ich auch mega wenig so Content gemacht, weil ich irgendwie habe gefunden, so, ich mache das jetzt über meine Musik, so, ich zeige mich über meine Musik und selbst in den Videos, die ich über meine Musik gemacht habe, so in diesen Sketches oder so, das ist natürlich nice zum Musik promoten, aber ich habe auch immer gefunden, so, und jetzt muss ich mich wieder so in den Social Media Entertainment Character rein-dingeln. Es ist ein Part von mir, so ist es ja nicht. Aber wie, ich habe immer gerne irgendwie so das, ein bisschen den Tiefgang gehabt. So, wenn man meine alten Videos anschaut, gut, die sind Storytelling-mäßig nicht mega gut, aber immer wieder habe ich versucht, so eine Message einbauen oder irgendwie so ein bisschen tiefgründigere Gedanken. Und das mache ich auch bei der Musik. Und so bei diesem Content ist das halt gar nicht so. Da hockst du an, unterhaltest und machst es irgendwie so, was ein Teil von mir ist. Was ich auch, wenn ich es mache, gerne mache. Wenn ich aber wieder so anfange zu verkopft zu sein, denke ich mir wieder so, hey nein, du kannst das nicht machen, weil nachher sieht man in dir wieder nur den Social Media Dude und irgendwie nimmt man die Musik nicht ernst und bla. Das finde ich hure schwierig. Ich drehe mich wahrscheinlich hure im Kreis mit dem, was ich da laber, aber vielleicht versteht ihr ja, was ich mit dem versuche zu sagen. Darum versuche ich irgendwie, dass mich das nicht so beeinflusst und dass ich einfach die Sachen mache, wo ich Bock drauf habe und ein bisschen sage so, okay, hey, look, ich bin seit Jahren rundum auf Social Media unterwegs und das ist einfach ein Teil von mir und ist ja egal, wenn Leute das nicht geil finden. Die Leute, die es gerne schauen und verfolgen, die können die Musik hören, die können die Unterhaltung geniessen, so. Spielt ja eigentlich gar nicht so eine Rolle. So, das ist einfach etwas, wo man sich viel zu fest den Kopf drüber zerbricht oder ich mir viel den Kopf drüber zerbricht. Und ja, I don't know, ich glaube, die Konklusion von dem Ganzen ist wahrscheinlich einfach, dass ich machen sollte. Dass ich nicht so viel studieren und machen. Wenn ich Bock habe zur Musik machen, mache ich Musik. Wenn ich will streamen, dann streame ich. So. Wahrscheinlich ist es best, wenn man gar nicht so deep drüber nachdenkt und einfach macht und schaut, was hergeht. Absolut. Absolut. Ich glaube, genau das ist der Key. Das ist auch beim Musikmachen das Gleiche. Wenn du zu viel Gedanken machst über was erzähle ich, was möchte ich erzählen, was ist das Thema, dann verkopfst du dich viel stark und schaffst irgendwie gar nicht mehr einfach machen und kreativ sein und so. Aber kennen so Gedanken auch gut. Einfacher gesagt als gemacht. Absolut. Ein schlauer Schweizer hat mal gesagt, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Mic drop. Ja, und das ist eben so die Schwierigkeit, wenn man irgendwie Sachen gerne macht, aber irgendwie dann auch nicht ganz kann zu sich stehen, oder? Ich habe irgendwie oft das Gefühl gehabt, ich kann nicht beides machen. Ich muss mich irgendwie entscheiden oder vielleicht auch nicht ich muss, sondern ich will mich entscheiden. So, ich will nicht der Social Media Dude sein, der Musik macht. So, ich will über meine Musik ernst genommen werden und nicht als der Social Media Musiker abgestempelt werden. Aber schlussendlich spielt es einfach keine Rolle. So, wenn Leute das gerne schauen und hören, was ich mache, dann ist ja das Ziel erreicht. Und wenn Leute über mich denken, so, du bist halt ein Social Media TikTok Rapper, hey, dann soll es so sein. Also was soll ich machen? Ich habe es auch lang einfach
mir nicht recht machen so, weil ich mich zu fest um diesen Gedanken oder um die Gedanken so gedreht habe. Hey, das ist mal ein Versuch, einfach zu machen und ich finde es geil. Ich finde es actually funny. Ich finde es cool, mit euch da im Stream zu chillen. Ich habe Spass daran, die Highlight-Videos zu machen. Ich habe immer noch Bock, Musik zu machen. Ich mache auch immer noch Musik. Da kommt das Jahr auch noch die ein oder andere Projekt so, wo ich mich mega darauf freue. Und dann kann man da vielleicht irgendwie so einen Weg finden zwischen Musik und Online-Stuff und so. Aber ja, I guess, das ist mein Real Talk Chat. Oh, hier kommst du zu meinem OnlyFans. Geil, Chat. So geil. Chat, das wär's mit meinem Real Talk dann. Danke fürs Zuhören und wir machen weiter.